Good morning. Das von der wirklich ein schöner Tag und ich heiße jeder einem willkommen für was ihr gekommen ist hier zu des Gottesdienst. Hat all viel schöne Lieder gesungen und werden das so mutig wieder in Gott sein Wort entdecken, zum sein, was heute uns zu sein hat. Die letzten Monate, ich glaube, wir den 20. November, als ich mal anfangen mit dem Buch Titus hier durchzugehen. So, wir sind ganz bald durchgekommen. Es sind noch viel mehr Dinge, was wir nicht abnehmen von durch das Buch, aber wir fangen dann mal an und wir checken im ersten Kapitel noch den Unterschied zwischen Gott, sein Charakter und der Charakter von der Welt, besonders hier angedacht an der Kreuz, wo die Menschheit dort hat. Wir checken ein bisschen nur den Unterschied von dem Charakter von Gott, wie Gott als Wahrheit, wie Gott als Life, wie Gott als Fried, und die Menschheit darum, die haben Trouble mit Lieben, mit Fühlsein und mit nicht, das wird ein großer Unterschied. Und so sind wir wieder durchgegangen, durch das Buch, zum Sein, was Gott uns davon zu sein hat. Wir sind viele Mal, als ich hier reden darf, und ich checken die erste Samfarsch im 3. Kapitel nennen, und dort wir bloß einfach eine Botschaft an, was Jesus für uns getan hat. Und dass wir mit voller Taufvertrauen können uns unsere Säule in seine Hände anleihen und mit voller Hoffnung und Taufvertrauen durchleben, dass wir sind seine Kinder und er hat uns angenommen, wenn wir in ihm glauben tun. Und so als ich an denken wo wir dann nu von hier wieder gehen, dann wir haben und all je falls ich mich so von je red, von was Gott alle für uns getan hat. Und wir haben auch gecheckt, ein bisschen das Kirchenleben. Aber besonders, wo wir dort abstehen bleiben, dass wir das Jesus, was dort alle für uns als durchgegangen, was dort alle als für uns hat getan, was denke ich von ihm? So mein Thema für des Morgens ist Jesus ans gratztet Schatz. Jesus ans gratztet Schatz. Wir haben so viel von Gott gehört durch unsere Zeit. Wir sind bekannt mit der Geschichte von was Jesus verloren hat im Himmel, zum Raufkommen zu uns, in manch wandeln und uns wiesen, wo zu leben, und dann er starb für meine Sinn, für deine Sinn. Dort ging er alle durch. Und so wir sind bekannt mit der Geschichte. Aber wofür Schatz mein Jesus? Wofür Schatz mein Jesus? Wir von denen mit checken in Philippa, das 3. Kapitel, von der 1. 11 oder 12 Vers. So, wenn ihr eine Bibel habt, dort will ich aufmerken, nur Philippa, das 3. Kapitel. Und ich will die 1. 11 Vers hier eben lesen. So, wenn wir besonders an denken an das Thema als Jesus ans gratztet Schatz und sein, was wir von dieser Vers lernen können. Dann wieder, meine Brüder, freut euch im Herrn. Mir fällt das nicht schwer, euch das immer weiter zu schreiben, dadurch, wo ihr immer sicherer. Wert euch für die Hunger, für die Beise Arbeiter, für die, was den Körper verschneiden wollen. Wir sind die wirklich beschnitten sind. Wir dienen Gott im Geist und sind Frau in Christus Jesus. Und wir verlassen uns nicht auf uns selbst. Ich habe mich gut gekannt, auf sichtbare Tekens verlassen. Und wenn wir mit dort
hij zich op zijn zegbaret from zijn verloten kan, ik word mijn oorzaak dafür haben. Ik word am 8. dag besneden. Ik stam van het volk Israël, den stam Benjamin. Ik zie een Hebräer van Hebräer. Nun Jesaats gehier ik te de strenge Pharisäer. Ik weer eeuwig de gemeente vervolgen en nu de van Jesaats nu de van Jesaats verlangende gerechtigkeit wie ik ganz fehlerlos. Nou, de 7e vers. Aber wat dan van mij gewennen meint, zou ik nu am Christus I'm sorry, I mean Low German is vandaag schlecht. Aber wat dan van mij gewennen meint, sei ik nu am Christus zien for his sake, os verlieren. Okay, so hij wil dat hier zo aan dat wat ik tiny tijd dacht, dit weer voor mij gewennen, dat voor Christus zijn noem, dat zei ik nu als verlust. De 8e vers. Mij is dat ook zei al dat. Ik wil dat maar in Engels lezen. Ik heb me daartoe zo gepracticed dat ik wil dat hier dat lezen kan. Maar ik wil dan een 7e vers wieder lezen. Entschuldige mir. Ik wil me nog maar een beetje Deutsch leren. Okay. Philippians 3 kapitel, the 7th vers. But what things were gain to me, these I have counted loss for Christ. Yet indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having my own righteousness which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith, that I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. So hier is Paulus, hij schrift is Philipperbrief, en hij wordt gern nog wat met dan van, dit is de eerste kapitel krijgt es, Titus veel, dat waar maar waren gewoon, wat Jezus voor ons gedaan heeft, wat hij alle heeft hingelaten voor ons. Dan komt hij hier bij het 3e kapitel, en hij zegt, dit is wat onze vrede is en wat Jezus voor ons gedaan heeft en Schatz des Jezus. Schatz des Jezus. Hij is ons grootste Schatz. Wanneer we aan een Schatz denken, dan fällt ons dat vielleicht bij de Geschichte wat Jezus, een korte Geschichte wat hij in Matthäus, de 13e kapitel, zijn, die du wirst morgen. En hij deed dat Königreich van God, zijn Königreich verglichen met das Mond, wat over de Stab ging. En hij, de man, die funkt door in Schatz. En hij weer zo schaftig voor dat Schatz, wat hij gevangen had. Hij verstärkt dat, en hij ging naar huis, en hij verkauft rein alles wat hij had, tim dat hij zich die Stab met dat Schatz bekijken kan. Nou, we checken vielleicht, dat wenn wir an so einen Schatz Stadt denken, vielleicht ist das dann ein Container mit Gold gewesen. Aber das Mann, der wird auch den Container mit Gold bloß mitnehmen, von da an wieder. So ich denke da, dass ich hier was gefangen, was wird Zeit brauchen, dass alle die Rüte nehmen, das Schatz, das Rüte schaben, das wird fallen, alle Rüte schaben mit diesem Stab, da wird Zeit nehmen. Du wird immer wahrer, wenn du wird mit der Schaffel gehen, und er wird schaffeln, immer wahrer wird der Meier, und Meier wird fallen zu finden sein. Something, was er vielleicht nicht wohl in seiner Lebenszeit wird alle beleben kann. Das ist so groß, als dort Schatz wir. Das sagt, dass mit was wir fingen, was er tut, er geht in Haus und er verkauft alles, was er hat, damit er dort kann kaufen. Ich stelle mich so vor, dass als er seine Habengut verkauft,
sein Haus, sein Garage Sale angemerkt, hat seine Bannersachen, hat alles verkauft. Seine Freunde waren sehr neugierig gewesen. Was das? Und ich kann mich Gott ganz verstehen, dass er mit einem großen Freundlich gesagt, kijk mir den Stab. Kijk mir den Stab, was der Büte ist. Und ich kann mir auch so verstehen, dass der Stab, das ist nicht ein besonderer Stab gewesen. Gerade so, keiner wird so gemerkt haben, oh, du hast viel Gold, oder du hast viel wertvolles auf den Stab zu finden. No, das wird, in meinem Mind kann ich das gleich so verstehen, das wird ein gewöhnlicher Stab sein gewesen. Und dort seine Freunde sich waren gewundert haben, woran verkaufst du rein alles, fertig, das wird sie nicht fertig gehabt haben, aber Pied, Bannersachen, Hus, rein alles, verkaufst rein alles, sagst vielleicht deine Arbeit auf und jetzt nur diesen Stab und fangst du an zu gruben. Woran? Aber ich glaube, dort ist ein beten Bild, was Jesus an uns will aufmerken, das, was wir haben, wenn wir arm haben. Das, was wir haben, wenn wir arm haben. Nicht in uns Leben kriegen, wo Gott ist, es wird so viel wird, als Jesus zu haben. Und Paulus, der fängt seine erste paar Vers hier an, wir sollen im Herrn mit Frieden am Dein. Und wir wollen nicht so viel Zeitspann in der ersten Vers und in der zweiten Vers. Der zweite Vers, du redest dann, sie sollen, das entwarnen, die Philipper, dass sie sollen die Huing abpassen, oder die Menschen. Das ist eine Menschheit, was die Huing nennt. Sie sollen die abpassen. Und das sind Krieg. Mir wordt het klar, als ik je net studeren deed, krijgt het zo'n Menschheit, als wat we in Titus, het derde kapitel vinden, ganz te laat. Du zegt het nog, waar we het derde kapitel ganz te laat. De ene vers, Titus, het derde kapitel, de ene vers, du zegt Paulus to Titus, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. And on the 10th verse, reject a divisive man after the first and second admonition, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. Du wie eine Menschheit, was der Amma war, jeng Paulus schaffen deed, und jeng die Kirche schaffen deed, die wären nicht ganz 100% jeng Jesus. Das wären nicht ganz gottlose Menschen. Wenn sie wären eine Menschheit, was der nach Amma war, wollen trägen nur das Jüdische, und sagen, yes, wir glauben an Jesus, wir wollten Jesus haben viel für uns getan, aber das sind diese andere Dinge, die werden wir auch noch festhalten. Krieg mit Jesus, lekker hoch schätzen, wer wir da. Und für die, dass Paulus die Menschheit hier warnen. So, wie wir wieder gehen. Und dann kommen wir bei der dritten Vers, durch bei den 8. Und du sagst, wir sind von dir, was durch Gott wirklich im Jas dein. Und dadurch, wir haben kein, wir tun am Jas deine und uns am Jas dein, und wir haben kein Tauvertrauen auf uns inet Fleisch. Er sagt, diese Menschen, diese Judaizers, die wollen haben so festwellen haben an das jüdische System, die tun nicht wirklich Gott dein, vom Fallen horten. Die holen noch fast an Dinge, was sie tun, was sehr wertvoll sind. Sie können nicht mit vollem Frieden Jesus dein, weil sie haben noch Dinge, was sie festhalten dein. Die haben noch ein bisschen Trouble mit, dass sie sich verloren tun auf ihr eigenes Fleisch. Dass sie noch ein bisschen verloren tun auf ihre eigenen Gerechtigkeitsworten. Sie haben noch ein bisschen zu viel, dass sie sich von sich selbst was holen tun. Aber Paulus sagt, no, wie als Kinder Gottes, wir haben nicht uns zu vertrauen auf uns selbst. Wir haben
nicht ans toevertrouwen op wat wie alle beschattingen doen kan. Kijken don't wo Gott het is. Nee, ans toevertrouwen is op Jezus. En wat hij voor ons gedaan heeft. En dat wordt het Schatz, dat Schatze aanvangen dat. Hij neemt Paulus, die neemt je 8 dingen op. Wat hij zei, dat dit zijn alles zo'n dingen, wat, wanneer het komt, wat toevertrouwen aan op wat ik volbracht heb, of van waar ik kom, ik wil erreicht hebben, dat toevertrouwen te hebben. Hij wil besneden worden am 8e dag, hij wil van de mensheid van Israël, niet bloos van de mensen van Israël, maar hij wil van de tribe Benjamin, komt van de Benjaminse stam her. En zo dat zijn dingen waar hij, ik wil zeggen, en deze lijst van 8 dingen wat hij hier opnam, 7 dingen wat hij hier opnam, dat er zijn 2 groepen. Dus een groep, dat zijn dingen, daar had hij werkelijk niet veel mee te doen. Hij had niets mee te doen dat hij am 8e dag besneden werd. En hij had ook niets met, daar had hij niets te doen dat hij van de kinderen van Israël werd. Hij werd dus geboren. En dat hij van de Benjaminse tribe komt, daar had hij niets te doen. Oké? So er waren zo'n dingen in zijn leven wat hij hoogachten deed, of wat hij had kunt hoogachten, daar had hij actually niets mee te doen. Dat was bloos wat God hem had aangebracht. Maar dan naamt hij ook nog some dingen op. Dit is waar hij wat aan kunt, waar hij wat te doen had. En dat hij weer een Hebreeër van de Hebreeën. Hij had dat Gesetz studeerd. Hij weer naar de ganz strikste, de ganz hoog uitgeleerdste mensheid weer. Hij dat weer in de Farizeeër. En wanneer het kwam met wat voor God doen, hij deed ganz in zijn mind, ver Paulus zich bekeerd had, dan deed hij voor God schaffen, naar zijn mind nu. En wat deed hij voor God schaffen? Hij deed de christelijke kerk vervolgen. En zo hij weer niet bloos een man wat te veel studeerd had en God zijn woord. No, hij deed ook nog met zijn verstandnis, deed hij door ook nog wat. Hij gaf wat drum. Hij deed de kerk vervolgen. En dan zag hij nog te laat. En wanneer nu de herste, nu dat Gesetz nu, de Gesetz de gerechtigheid, nu die de gerechtigheid nu, du wordt zijn niets te vinden was, waar ik niet dat alle volkomen weer was. Hij weer ganz volkomen en dat Gesetz. So, wenn wir an diese Liste hier denken, dann, was sollen wir an der Liste? Was ihr nur denken, kein von diesen Dingen, was er hier abnahmen, das sind gruelige Sünde, Besitz, vielleicht die Kirche verfolgen. Das ist nicht mehr arg, dass er geboren ist und dass er am 8. Tag beschnitten ist. Es ist nicht mehr arg, dass er von den israelitischen Menschen ist. Nicht mehr arg, dass er von der Benjaminischen Tribe war. Es ist nicht mehr arg, dass er auf Jesaja studiert in Gott sein Altes Testament, dass er durch ein Pharisäer war. Nicht mehr arg, dass er alles Beste hat getan, um sein dort nu zu kommen, was das pharisäische Volk will haben. Nicht mehr arg, mit kein von denen. So, das erste Ding, wo wir noch checken, dann, dass er seine Familie, er kommt von einer guten Familie. Er redet hier von seiner Familie, dass er den 8. Tag beschnitten wird. Das wird bloß in seiner Familie, was ein starker jüdischer Einfluss hat. Sondern was das wichtig genommen, den jüdischen Glauben nur zu leben. Das wir ein Ding, was zu deuten, dass wir die gewann hat, aber dass wir sind Ding, was zu deuten, will sie wollen Gott nur folgen. Paulus, dass wir nicht sondern was der Hand genommen wird. No, er kommt von der jüdischen Familie. Und von jung ab an haben seine Eltern dort wichtig genommen, dass er wird von Gott lernen und mit Gott bekannt sein. Und dann was hat er zu bedienen, dass er von der Tribe Benjamin ist.
Wenn wir im Alten Testament checken, dann wie kann die Geschichte von Jakob und seine Frühes, wenn früh gleich besser, dort wir Rachel. Und Rachel hat zwei Jungs gegeben, ein wie Josef und das andere wie Benjamin. Und dort sagt die Schrift im Alten Testament, dort wären seine Favorite. Dort die Gleichheit das Beste. Von all den Jungs, was Jakob hat, Josef und Benjamin Gleichheit das Beste. Und so, Paulus, der kommt von einer Familie, die hoch angesehen wird. Und nicht bloß dort, der Benjamin, der Aufstand von Benjamin, der hat das Verreich, dort, die haben Land, was Jerusalem und Rama Jerusalem anschieren. Und was wir in Jerusalem, dort wo der König wohnt, und dort wie auch wo der Tempel Gottes wir. Und so, wenn du von der Tribe Benjamin kommst, kommst von einem hoch angesehenen, was soll ich sagen, Stamm. Ein hoch angesehener Stamm. Von wo kommt der erste König in Israel? Dort kommt den Benjaminischen Stamm. Da wird Saul. Und dann, wenn wir ein klein bisschen die Geschichte wiedergehen, dann Lothar aus Salomon König wir, da wir eine Tribe, wo der treu bleibt, David, und dort wir die Benjaminische Clan. Und so, er kommt von der guten Familie, weil wir das dort von der an. Er kommt von der guten Familie her. Das zweite Ding, das er hat, wie hoch angesehen an der Menschheit. Weil wir denken, das irdische Denken, so sich all sein, das will sie von Benjamin seinen Stamm kommen, wo sie wohnen, dicht bei Jerusalem, sie hatten hastig Access zu den König, sie hatten hastig Access zu den Tempel, sie lebten wirklich auf der Basis steht. So er kommt von der guten Familie, wie hoch angesehen. Der dritte Ding, er hat viel biblische, er kann das gesagt sehr gut. Er wird bekannt mit der Schrift. Er hat wisst viel, wenn er durch die Schrift kommt. Ich stelle mir so vor, wenn Paulus irgendwo even aus ein junger Mann, wenn er wird sein gewasst und du wird von der Schrift sein geredet worden, Paulus, der wird sein sehr bekannt gewasst, mit Worten in der Schrift sein wird. Und dann das vierte Ding, was er abnimmt, ist, er wird nicht bloß sein, was er viel weiten deit, aber er deit durch nach Leben, das ist, wenn er was weiten deit. Er hat Utleben nur der beste Weg, was er wisst. Und ein von den Wegen, was er Utleben deit, wir erreichen, aber dort wir die christliche Kirche zu verfolgen. Aber er wird nicht bloß still, no, er deit durch, was er glaubt, was er soll tun. Das nächste Ding, wir sehen Leben, dort bewies dort. Er sagt einfach ganz klar, so viel als der Fehlendheit an der jüdische Gesetz, ihre Gerechtigkeit, von dort wie er fehlerlos. Und diese Gesetze, all diese Gesetze, die Pharisäer haben noch mehr Gesetze dabei, er wie fehlerlos und dort. So dort meint so viel, dass er hat ein reines Leben. So viel als menschlich unbedacht. Er wird fehlerlos und er hat ein reines Leben. Nicht mit dort erreicht. Und so die letzte ist das. Er kommt von der guten Familie. Er wird hoch angesehen. Will sie von der guten Familie, der guten Tribe kommen. Er hat viel Bibel studiert. Er weiß viel von der Bibel. Er wird nicht bloß sagen, was er viel weiß, aber er geht durch, was er dacht, was er gut wird. Und das letzte nach, wie er persönlich hat ein Leben, wo er nicht an zu beten wird, so lange als sich das handelt das Gesetz. Kein von den Dingen, wo wir wirklich gerne sagen, wie schlecht, bezieht verfolgen die Kirche. Aber was sagt er von all diesen Dingen? Er kommt zu der Ende von das und er sagt, dass all diese gute Dinge, all das Gute, alles dort, ist das Drang für die Wahrheit und die Erkenntnis und die Erfahrung, dass Jesus mein Heiland ist.
All diese Dinge, wo er sein ganzes Leben abgebüht hat, sein ganzes Leben nur gestrebt hat, als er erst Jesus kennengelernt, dann sieht er all dort es als Drang, wenn ich an denken da, wie viel besser das nicht ist, dass ich Jesus in mein Hart habe. Er schätzt Jesus, dass seine Leib hat geändert. Zu einer Zeit war er Hängeran gewesen, nur gute Familie, gute dit, gute dort, all dort, irdische in some way. Von der wie er Hängeran, nur Jesus. Na, das mag ganz vielleicht so denken, was sagst du, dass die gute Familie haben, das nicht gut? No. Aber das ist, wenn wir Jesus deep schätzen, wenn wir Jesus vom Horten schätzen dann, wenn wir durch leben können, dann können wir auch gerecht leben für Gott. Sieh, viel von den Dingen sind dann die Frucht in uns Leben, dass wir gerecht leben können. Ich werde die Geschichte bieten, wie ein Schatz, ein Mann, was eine städtische Armee hoch angesehen wird. Und wir weiten dort, dass Havel ihre Krieg gegeben. Und wir glaube ich, in 1941 dann wird in Kalifornien, wo bei Pearl Harbor wird verbombt. Und dort wird von der Japanese Army getan. Und die hatten auch einen Commander, was in Charge war von das. Und er war sehr hoch angesehen in Japan, für was er hat getan zu der städtische Mannschaft und der städtische Armee. Und die Städte, die Leute wollen sich dort auch nicht gefallen lassen und die probieren dann zu denken, mit wo sie wollen drehen. Und so das ist eine lange Geschichte, aber sie haben das Plan, was sie tun wollen, zu der Japanese Army. Und ein von den Männern, was sie dann Special Training geben, zum Rache Eibewerber, das ist dort in Japan, den sie nennen als ein Deschazer. Und die practicen lang und dann auf einmal ist es so weit, dass sie dann losfliehen, fahren und fliehen. Und nu wollen sie dann sich mal Rache eben in Japan. Aber das kommt nicht alles so ut, als sie geplant haben. Und das kriegt der Chaser heimat und sein Plan wird draufgebracht. Er hat viel, das hat nicht ein bisschen vergeten. Und wird eine festgenommen, kriegt von den Japanese Soldiers, wo sie handelt, wird Rache eben. Und er ist für eine lange Zeit, etliche Jahre, in Gefängnis und wird sehr schlecht behandelt. Sehr schlecht behandelt. Und jeder Tag, was er da ist, wird er verbessert Dollar. Und er kann bloß meist nicht lernen, aber den Tag, was er da, wenn er da zurückkommt, dann wird er sich nochmal gescheit rechnen an diese Japanese Menschen. Aber Gott, der schafft auch in seinem Leben. Er kommt von einer christlichen Familie und er hat das alle von jung an aufgesagt. Aber mit der Zeit fängt Gott an sein Hart zu schaffen. Und er kleidet wie ein großes Fair oder ein großes Notdem, dass der Krieg ever wird, dass er frei gesagt wird, dort Jesus in sein Hart annehmen wird. Und so dort changed das auf einmal. Nur die Dinge, was er gestrebt hat, nur dort Rache eben, dort auf einmal wieder anders. Und nu dort er Jesus schätzen in sein Leben, nu fängt er an, ganz anders zu denken. Nu ist die Frau, hier fand, dort in Japan, die hat den Krieg nu verspielt, ist sehr viel Opportunity zum Gute zu tun, von Jesus zu vertellen. Die Mensch hat den Segen. Und so ja, drei naar de States en Universiteit, dan voort hij drie naar Japan als een missionair. En hij wilde op een stad, wil hij dan in een stad waar een deel mensen top zijn, wil hij van Jezus vertellen. En dan komt
in Ghost besegnen. Weet wer der Ghost, dat wir krijgt der Captain, wat dat mal had, adelige jaar verder mal angeladen, dat ze in Pearl Harbor bomben worden, wat ook hoog angezien wie in Japan. Wat hoog, zeer veel voor zijn country gedaan had. Maar hij had zich ook bekeerd. En champ die Captain, champ nog zijn stoof, en die taub, die kan zich aanvoelen en zich vergeven van wat is passiert. En zij beden taub. De nächste dag, dan stonden ze op voor een grote schwere mensheid en zij vertellen van Jezus. Ze, alle bad. Hadden getracht naar wat irdisch is. Hadden getracht naar wat irdisch is. En deden al het beste. En in veel wijze hadden ook veel kunt beschatten am irdisch is. Maar dan komt Jezus in haar harten aan. Dan op eenmaal trachten ze naar wat anderes. En ze kunnen zich aan ander te goed houden. En nächsten dag steht, dat ze zich rache even in am ander, stonden ze taub op een stage en dalen Jezus met de mensheid. En al 100 mensen bekeren zich den dag door ihr testimony. Zie, dat is de onderscheid. Nu wat zijn we hieraan? Wat schatzen ik en du? We kunnen dingen schatzen wat weltlich, zindlich sind. Wir sind alle bekannt mit, dass dort wir verhaben nicht. Aber manchmal haben wir auch Dinge schätzen, die vielleicht gute Dinge sind, aber wir holen dort höher als Jesus. Und Paulus, der sagt hier, ich will, als ich nu, wenn ich kicken da nu, was ich lang einmal geschätzt habe, dort ist es Drang für Jesus Chan. Nicht bloß am Kern, aber dat is de first hier en op met ik wil hem immer dollar en immer beter Chan leren. In fact, ik wil hem zo goed Chan dat ik krijg weten do, wo het gegaan heeft van als hij sterven deed voor mij. Ik wil hem schatzen ganz wat hem dood en de kracht wat hij alleen geven kan te ervaren en mijn dood voor zijn arbeid. Mag God ons leren wat het meint, wat het te bedienen heeft in ons leven, Jezus ons hechtste Schatz te gaan. Wat dat meint voor mij en die. Mag God je wieder segnen. Dankeschön.